Wieder ansehen. So, jetzt aber scheiß auf alles. Wir gehen rein in Seven in the Wild. Die Location. Es ist endlich die Location auch da. Come on, let's go. Hey Leute, ich bin's Fritz und es geht mal wieder, ihr habt es sicherlich schon gesehen, um das Thema Seven Goes Wild. Vorab ganz wichtige Info, in einigen Wochen geht es schon direkt los mit Staffel Nummer 4. Ist er gerade da? Ah, nee, ich glaube, das wird alles schon... Das Ganze findet bei unserem Partner Amazon Freeview und Prime statt und natürlich Frankfurt Hauptbahnhof hier auf diesem YouTube-Kanal, also schon mal auf jeden Fall ein Abo dalassen. Und heute geht es um das Thema Location. Location. Jungs, wisst ihr, was das ist? Das sind Hagebutten. Das sind Hagebutten. So heißen die. Hä? Als ob ihr das alle kennt. Bro, ich kann das nicht. What the fuck? Wir befinden uns, wie ihr vielleicht schon ein bisschen im Hintergrund erahnen könnt, in Neuseeland. Ja, also in der Nähe von Australien. Wir sind einmal auf der anderen Seite der Erde. Wer hätte es gedacht? Neuseeland! Ja, leck mir doch am Arsch! Damit hat wohl keiner gerechnet, oder? Ja, endlich, Digga. Ja, ich war in Neuseeland. Ja, ich war in Singapur. Leck mein Arsch, Digga. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ich war in Neuseeland, ich war in Singapur, ich war in Frankfurt. Was wollt ihr tun? Ich bin mit Singapore Airlines geflogen. Ich bin mit Neuseeland Airlines geflogen. Was wollt ihr? Singapur? Ja, Singapur ist, war Zwischenstation. Wir sind von Frankfurt nach Singapur 14 Stunden geflogen. Dann von Singapur, Digga, ich hätte niemals damit gerechnet, dass es so lange dauert. Bro, 14 Stunden nach Singapur, dann nochmal 12 Stunden von Singapur nach Neuseeland. Bro, das war der krankeste Flug, den ich je in meinem Leben hatte. Also das ist wirklich krass. Hast du Zeit in Singapur verbracht? Nee, nur Flughafen, aber Bro, reicht auch. Digga, Singapur Flughafen war crazy. Digga, wirklich. Wir waren da auch in dieser Business Lounge da, Digga, das war auch die krasseste Business Lounge, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Erde. Das heißt, ich habe leider nicht aufgenommen. Das werdet ihr alles ihr werdet das alles Seven Goes Wild BTS sehen. Die haben nämlich die ganze Zeit aufgenommen. Seven Goes Wild BTS. ist extrem lange Anreise, aber, und das ist das Wichtige, verdrehte Jahreszeiten. Im Hintergrund. Digga, und ich will sagen, aber ich kann sein, die sagen das jetzt gleich, aber ich weiß noch nicht, was ich sage. Digga. Johannes sagt, bis am 6. So wie er sagt, verdrehte Jahreszeiten, okay? Als aufgenommen wurde im Mai, war bei uns Anfang Sommer. Und weil es ja umgedreht ist, könnt ihr mal raten, was in Neuseeland war. Winter! Schnee, bedeckte Berge, es ist frisch, es ist kühl. Wir haben die letzten Jahre immer so im August rum gedreht und da war es irgendwie auf der Nordhalbkugel immer sommerlich warm. Kanada, schön mal den ganzen Tag, 7 Stunden lang pennen, damit die Zeit schneller vergeht und dann nochmal nachts 8 Stunden pennen. Oh, Kanada war so schwer. Wir haben immer ein bisschen, zumindest auch in Kanada letztes Jahr, mit rougherem Wetter gerechnet, aber haben gemerkt, irgendwie funktioniert das nicht so und wir müssen ein bisschen was in Kauf nehmen. Einen weiteren Weg, um wirklich mal, ja, andere Wettersituationen zu haben und genau aus diesem Grund sind wir jetzt hier. Bei der Kälte und diesen Witterungen ist natürlich die Energieabgabe eine ganz, ganz andere als in den letzten Staffeln. Ne? Da war es immer sommerlich warm, da konnte man sich auch einfach mal Guckt euch das an. irgendwie hinlegen, kleinen Mittags Guckt euch das an, alle oberkörperfrei. Oberkörperfrei! Schlaf machen, einen Ruhetag und das wollen wir natürlich ein bisschen vermeiden. Wir wollen schon ein bisschen Digga. irgendwie hinlegen, kleinen Mittagsschlaf machen, einen Ruhetag Bro, das war Urlaub. und das wollen wir natürlich ein bisschen Urlaub ohne Wasser.
vermeiden. Wir wollen schon ein bisschen auch den Kampf mit den Elementen haben. Staffel 1 im Sommer von Schweden, Staffel 2 in Panama zur Regenzeit, Staffel 3 im kanadischen Sommer und jetzt, wie gesagt, in Neuseeland. Wir haben Herbst, bzw. Ende Herbst, ja, im Übergang zum Winter, was natürlich die Gegebenheiten deutlich knackiger macht. Neben der Jahreszeit und Temperatur hat sich eine Sache auch extrem verändert. Das war mir besonders wichtig und wollte ich eigentlich schon am liebsten in Staffel 3 haben. Wir sind nicht mehr auf einer Insel, wir sind an keinem großen See, wir sind auch an keinem Meer, sondern wir sind, ja, ich sag mal, im Gebirge, beziehungsweise in einem Tal, wo wir rund Digga, alle Erinnerungen kommen gerade hoch. um die Berge sehen und ja, durch diesen Tal ein Fluss fließt, an dem sich dann die Location bzw. die Locations befinden. Die Region, in der die Teilnehmer ausgesetzt sind, befindet sich 600 Meter über dem Meeresspiegel. Zusätzlich haben wir ein schön gemischtes Gebiet, also Freiflächen, aber auch Waldlandschaften. Wir haben einige Höhenmeter drin, aber natürlich auch die flussaufwärts- und die flussabwärtsregion, die nicht so viele Höhenmeter beinhaltet, damit die Teilnehmer sich auch gut bewegen können. Wir sind auf einem Privatgelände. Das heißt, Feuer machen ist kein Problem, Jagen ist kein Problem, Fallen stellen, Fischen, alles Mögliche ist erlaubt und natürlich auch Bäume fällen. Die Temperatur Sieht voll warm aus, was laberst du? Ich schlag dir gleich in die Fresse. Digga, wenn die Folgen rauskommen, dann werdet ihr sehen, wie es da aussah, okay? Dann werdet ihr sehen, wie es da aussah. Dann werdet ihr sehen! können auf jeden Fall nachts ordentlich in den Minusbereich fallen. Das heißt, es ist mit Frost und vielleicht so. Sieht warm aus. Sieht richtig warm aus, oder? Sieht überwarm aus. Voll chillig. Ich zieh mein Pullover aus. Sogar Schnee zu rechnen. Wir werden es sehen. Regen ist auch ein Thema und vor allem, und das ist natürlich nochmal sehr speziell, gerade bei den Temperaturen, wir haben eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit, ja, 80-90%, was das Ganze nochmal sehr herausfordernd macht. Für die nicht wissen, was das für einen Unterschied macht, wenn die Luft feucht ist, wenn sie sehr feucht ist, kann gut und gerne mal, Beispiel jetzt einfach mal nur in den Raum geworfen. Beispiel, ist nur ein Beispiel jetzt, minus 8 Grad, können dann wegen der Feuchtigkeit gefühlte minus 12, minus 13 Grad sein. Okay, vielleicht ein bisschen weniger, ich weiß gerade nicht die genaue Umrichtung, aber die Feuchtigkeit fickt komplett, okay? Das heißt, es liegt auf der Hand, wir sprechen ganz klar von der härtesten und kältesten Staffel, was ja, die Wettergegebenheiten angeht, die wir je hatten. Was uns natürlich auch extrem wichtig war, wir wollten eine große Anzahl und eine Vielfalt von ja, möglicher tierischer Notnahrung haben, sowohl klein als auch groß. Das heißt, wir haben Vögel, wir haben Opossums, wir haben Kaninchen bzw. Hasen, wir haben Wildschweine, Hirsche und vieles mehr. Das komplette Gebiet, wie eben schon gesagt, ist ja im Privatbesitz. Das heißt, dort sind auch vereinzelt immer wieder Jäger und Ich muss mir kurz mal anschauen, ganz kurz. doch groß. Das heißt, wir haben Vögel, wir haben Opossums, wir haben Kaninchen bzw. Hasen, wir haben Wildschweine, Hirsche und vieles mehr. Das komplette Gebiet, wie eben schon gesagt, ist ja im Privatbesitz. Das heißt, dort sind auch vereinzelt immer wieder Jäger unterwegs und dadurch haben wir einen ganz guten Erfahrungswert, was sich da wirklich alles befindet, wie hoch die Population ist und wie hoch auch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man dort etwas erlegen kann. Wir selbst waren ja auch schon beim Scouting unterwegs und haben wirklich jeden Tag und mehrfach Tiere gesehen und man findet gefühlt wirklich alle 5 Meter irgendwelche Tracks, irgendwelche frischen Was macht dieses Bild mit dir? Gar nichts. Abdrücke und natürlich auch Losungen. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch einige essbare und auch giftige Pflanzen und verschiedene Pilze. Das heißt, es gibt zum Beispiel verschiedene Wurzeln, die man ausgraben kann und essen kann zum Aufkochen, Anrüsten, was auch immer. Oder auch sehr viele Hagebuttensträucher. Wenn euch generell noch Fragen zur Location einfallen, was ihr noch unbedingt wissen wollt, was ich vielleicht in dem Moment vergessen habe, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare, checkt das ein bisschen durch, liked die Sachen durch, die euch auch interessieren und dann werden wir generell sowieso am Ende nochmal ja, eine große Q&A-Session machen, um auf alle offenen Fragen der Community. Nee, ich muss das jetzt sagen. Ich frag nicht, warum ich das weiß. Ich kenne mich einfach aus mit Pflanzen. Diese Hagebutten, wisst ihr, wie scheiße die sind? Digga, wenn du die isst, okay, wenn du die isst,
Da sind nur Kerne drin. Du isst gar kein Fleisch von. Das ist keine. Man denkt so, wenn man das sieht, das sind so Beeren. Bro, du beißt da rein, das sind nur Kerne. Das sind nur Kerne, die umhüllt sind von der roten Haut. Mehr ist das nicht. Das ist nicht wie so eine blaue Beere, du hast da so Beerenfleisch, also Obstfleisch, Obst. Ihr checkt, was ich meine? Digga, da sind nur Kerne drin. Nur Kerne. 6, um genau zu sein, oder 7. Einzugehen. Und im nächsten Video geht es aber erstmal um den neuen Spielmodus, was wir uns da überlegt haben, denn es gibt mal wieder, wer hätte es gedacht, einige Veränderungen. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann natürlich auf jeden Fall Kanal abonnieren und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Leg mir am Arsch, Alter. Ja, Sendungsweit Neuseeland im Winter. Grüße vom Spätdienst. Wie findet Danke, ihr? dass du streamst, aber wirst ja gleich wieder quitten, wa? Ein Small Level Ratings, danke für die 5. Danke für den Restart am 5. Dankeschön. Warst du nackt? Freunde, was geht und herzlich willkommen zum neuen Video. Da dann doch noch ein paar Aussagen aufgetaucht sind, wo wir bei den Das Spekulationen... habe ich mir angeschaut, schaue ich mir jetzt nicht an. Oh, dann lassen wir die Kommentare reingehen. 4 Minuten, perfekt. Nicht lang drum rumgeredet, sondern einfach rausgehauen. Retalk finde ich scheiße. Wir hätten ruhig auf 10 Minuten machen können, sage ich. Wisst ihr warum? Nicht wegen der Werbung. Werbung ist ab 8 Minuten. Aber die kurzen Videos werden weniger vorgeschlagen. Weil kurze Videos gleich weniger Watchtime, gleich man ist weniger auf YouTube, gleich YouTube empfiehlt das nicht und empfiehlt andere, wo man halt länger auf YouTube bleibt. Das ist halt, ja, macht nicht so, guck mal, 200.000 nach 2 Stunden cringe. Das heißt,